So, und wie angekündigt geht es auch schon weiter, wieder hier bei Splatoon 2 mit dem nächsten Modus, und zwar Operation Goldfish. Lass mal die Kamera neu justieren, okay, jetzt müsste es passen. Waffe habe ich auch schon ausgerüstet, das wäre in diesem Fall wie folgendes. Ich nehme den N-Zap 89. Generell bin ich ein Fan vom N-Zap, früher mit dem 85er viel gespielt und ja, mittlerweile gibt es eine neue Version und man sieht ja auch schon die Unterschiede. Hier habe ich halt noch die Roborbombe dabei, plus noch irgendwie so ein cooles Teil, genannt die Schwarmraketen. Das ist bei Operation Goldfish, ja, kann man natürlich so oder so sehen, wa? Was das sinnvoll ist, aha, stimmt, eigentlich ist das ja mittlerweile ein Standard für Turmkommando. Weil Turmkommando, wenn der Gegner auf uns zukommt und er auf dem Turm draufsteht, kann ich da mit Roborbombe oder mit Schwarmraketen ihn wieder verjagen. Und je nachdem, wenn es da auch zu Revierkämpfen kommt und so, sind Schwarmraketen nie zu verachten. Was habe ich denn sonst irgendwie? Ja, 3R-Schwab haben wir auch schon gesehen, im Gegner zwar. Fernblaster, nee, hat er, glaube ich, letztes Mal getestet bei Turmkommando, genau. Trommelschwapper wäre zwar auch eine Option, wa? Schon lange nicht mehr gemacht, weil Reichweite der Feuerkraft ist zwar cool, aber man kann nicht so oft schießen mit dem 3R-Schwapper. Operation Goldfish, dafür hätte ich die Spezialwaffe. Mal gucken, wa? Ich kann ja eh unterschiedliche Waffen zeigen, von dem her ist das ja alles halb so wild. Okay, legen wir los. Und zwar... ja, Maschine. Dankeschön, liebes WLAN. So. Wo habe ich jetzt meine Brille? Wo ist meine Brille? Brille. Da hinten ist sie. Moment. Was nicht unbedingt so auf die Entfernung, aber ich sag's mal so, ohne Brille würde ich jetzt Kämpfe werden gesucht ein bisschen verschwommen sehen, mit Brille sehr gestochen scharf und ja, vor allem bei solchen Farbschlachten, wa? Du hast viele Farben und der Gegner versteckt sich vielleicht irgendwo in einer Alter. Level 6 ganz schlecht. Und ja, sie ist halt doch relativ besser, wenn du eine klare Sicht hast, wa? Ich denke, jetzt vermutlich bei einem Spiel wie irgendwie Mario Kart oder sonst Super Mario, der hat gesagt, ja, wir können auch ruhig ohne Brille zocken, aber so, So, mit dem Schwapper. Im Prinzip für viele natürlich auch die mühsame Waffe, weil du kannst bei generell sonst, wenn du irgendwie, spielt keine große Rolle. So, Alter, 2 Roborbomben, sonst geht's auch noch. Alter, ist der gut. Was ist unser Mann gerade? Der stürmt da. Wie macht er das? Der ist alleine da vorne. Alter, wie kann der? Ich meine, der ist alleine. Oh. Ja. Ich habe sie nie gehört und hatte gehofft, der unsere, aber es war der Gegner. Mit dem Schwapper, genau. Generell, wenn du halt sonst irgendwie, sag ich jetzt mal, normale Muni hast, oder? Sprich halt irgendjemand. Moment, ich komme gar nicht mehr zum Quatschen. So, wenn du normale Muni hast, kannst du einfach draufhauen, fertig. Oder einfach Taste gedrückt halten. So, wenn du halt einen Schwapper hast, musst du immer wieder neu drauf. Also ein bisschen wie Tasten-Bashing. Das mache ich, um die Gegner abzulenken. Wir verloren. So. Jetzt haben wir eine Tintenrüstung an, die ist natürlich, weil Tintenrüstung hält immer einen Schuss auf. Also das kann natürlich jetzt auch ein Nachteil sein, zum Beispiel wenn es ein Gegner mit der Spezialwaffe Tintenschauer kommt. Im Prinzip wie ein Regenschauer. Das ist ja auch ein Treffer. Das ist zwar ein Mini-Treffer, das ist auch ein Treffer. Dann geht meine Rüstung direkt zu Bruch. Wenn der Gegner jetzt aber irgendwie sagt, ja, greif mit Goldfish an, oder? Oder gibt da andere. Scheiße, hätte was gehabt. Oder zum Beispiel irgendwie da mit einem Sniper auf mich losschießt. Normalerweise, wenn ein Sniper dich trifft, fertig, ist ein One-Shot-Kill. Aber mit der Rüstung kannst du uns einmal überleben. Das ist natürlich für einen Sniper, wenn er dich trifft und du überlebst, das ist eine Katastrophe. Hä?
Ich bin immer wieder erstaunt, was der Goldfischkanone, die Explosion, was die für einen Radius hat. Bin ich jedes Mal wieder aufs Neue erstaunt. Der will gerade. Oh, okay. Eigentlich müssen wir das ausnutzen, weil. Okay, ist auch tot. Du rückst gerade mal. Oh. Ja, kann man direkt entgegen, aber keine Chance mehr. Also man kann sagen, wir sind ungefähr gleich stark. Aber ich weiß nicht, was der gemacht hat von uns, der da bis auf 15 Rang kam. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Weil, wir haben es ja gesehen, 3 von uns waren tot, der war im Prinzip alleine gestellt. Also das war ganz großes Kino. Scheiße. Hat zumindest noch ein paar erwischt. So. Natürlich der Vorteil vom Schwab, also Vorteil und Nachteil natürlich gegen Gegner antrittst, der eine schnelle Waffe, also eine Waffe mit Schnellfeuer hat, wie zum Beispiel Endzap oder auch ein Airbrush. Bist am Arsch, kannst nichts machen, weil der trifft jetzt 2-3 Mal, bist du tot. Du triffst ihn jetzt derzeit vielleicht einmal. Dafür hast du halt... So, natürlich Doppel-KO. Ja. Das ist für halt vor allem mit dem 3R-Schwab hast den Vorteil, dass du einen größeren Radius hast. Das heißt, er muss nicht direkt, er muss auch genau punktgenau zielen und treffen. Er kann auch ein bisschen verschoben sein, das ist vor allem für mich persönlich doch sehr vom Vorteil. Also ich genieße das. So, wir haben hier noch die Bombe. Die setzt aber selten einmal die Bombe. Ich weiß auch nicht, irgendwie, die bringt es auch zu wenig. So, war das mal weg. Ja, auch die Rohrbombe. Die war eigentlich, würde ich jetzt behaupten, auch zu weit weg, um mich zu treffen. Okay. Trotzdem erwischt. Naja. Ja, generell ebenso. Noch ein weiterer Grund für mich gegen 3R-Schwapper. Die Tintenrüstung. Oh. Einziger, okay. Was ist denn das Teil? Hä? Wo ist der Goldfisch? Man kann im Prinzip die Zeit runterlaufen lassen, aber fragen wir uns gerade echt, wo ist der Goldfisch? Ja, was wollte ich sagen, genau in der Tintenrüstung. Du bist halt doch wegen Goldfisch, da geht's halt, ja, 1 gegen 1, sag ich jetzt mal. Und da bist du natürlich froh, immens froh. Ja, immens froh, sogar wenn du einen Angriff überlebst. Deswegen Tintenrüstung finde ich in dem Modus fast am wichtigsten. Ja, gut, natürlich der Muscheldigen und Turmkommando auch, aber Herrschaft bin ich jetzt nicht so Fan von. Ich meine, im Prinzip spielt es keine Rolle. Wenn du gut mit einer Waffe bist und mit einer Kombi, dann kannst du in alle Modi gut sein. Aber ich bin halt doch eher so ein bisschen Allrounder. Gut, generell sage ich immer, eine neue Modi kommt erst mit Roller machen. Also mal daran zu gewöhnen. Yeah, A minus, geh wieder voran. Gut, hier war eigentlich, Goldfisch war glaube ich nie höher als A. Also zu selten gespielt habe. So, da war der 3R-Schwapper. Der Kontrablaster, der ist natürlich jetzt hier eigentlich auch irgendwie, also das Spiel selbst ruckelt ein bisschen, ne? Ist nicht irgendwie so, dass ich jetzt so die Aufnahme ruckel, weil das teilweise noch hier irgendwie im Menü drin bin und dann rüberwechseln will zu einer neuen Waffe oder so einer anderen Waffe, das ist ein kurz Lag, das habe ich auch im Tablet-Mode, also das liegt eher am Spiel. Jetzt kannst du ein Endzap normal noch zeigen, aber weiß nicht. Gut, gezeigt aber sowieso noch nicht, wa? Ich zeigen Endzap sowieso. Insofern, also den zeige ich sowieso noch. Kann man kurz gucken, Platscher SE, da ist ja die Lieblingswaffe von Kai. Ich persönlich bin da eher ein bisschen, ja. Hat so eine immense Reichweite, wie man hier sieht. Fokus Profi-Kleckser. Also die Feuerkraft, die Feuerrate weniger. Ich gerade mit dem Kleckser vielleicht und dann. Ne, ich habe gerade irgendwie einen Schwapper. Was sonst noch sein? Mit dem anderen kann ich jetzt richtig umgehen, noch zu selten gemacht. Der Blaster, mit dem habe ich aber. Gut, ich kann ein bisschen üben damit. Warum mit dem Blaster? Im Prinzip, wenn man sich die Werte anguckt, sagt man sich so, ist ja nicht so das Tolle. Aber ich hatte mal ein Match, das ist zwar schon ein paar Wochen her, ein Gegner hat einen Kontrablaster. Und der hat unser ganzes Team damit zerlegt. Der war irgendwie Master of the Universe, keine Ahnung, der war so gut damit.
hatten wir keine Chance. Und der hat es auf so, ich meine, der hat es auf so unterschiedliche Arten eingesetzt. Er hat es zum Angriff genutzt und auch zum Verteidigen. Vielleicht war es irgendwie ein Bug damals noch und so. Aber er hat es genutzt, um irgendwie auch gegnerische Angriffe abzublocken. Und er hat das so geil gemacht, wenn man sagen musste, nee, Konterblaster. Von Blas natürlich, die Reichweite ist zu gering, aber ist auf die Nähe. Und da ist noch bei Operation Goldfish zur Unterstützung vielleicht ganz praktisch. Sonst noch ein Special, der ist sowieso ganz geil. Das Hochdruckding. Ja. Im Prinzip der Sinn ja vom Kontrablaster, generell von diesen Blastern, die haben ja eben so ein, sag jetzt mal, Radius und irgendwo treffen dann Hasta la Vista. Aber das müssen sie erstmal schaffen. Ja, dann sind wir sauber und Trefferquote. Alter, ist eine normale Airbrush RG. Was macht der Typ? Und vor allem, so hält keiner von uns auf. Was war denn das jetzt gerade? Ja, dann hat eine Splatting zur Unterstützung, aber trotzdem. Alter, komplett überrannt. Ich weiß auch nicht, der Kontrablaster, er schießt mir auch zu wenig schnell. Ist ähnlich wie der Fernblaster. Der Fernblaster, eben, dass du auf der Entfernung, du kannst da schön, fast schon ein bisschen snipern. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe einen gekillt, echt? Wie, wann, wo? Haben wir gar nicht gemerkt. Ja. Das war der Kontrablaster. Scheiße. Scheiße. Das lief nicht wie gewünscht. Ich würde gerne mal ein Ding einsetzen hier. Da mal einen Platscher, komm. Weil da der Hochdruckvereiniger spielt die Special-Waffe, die finde ich so geil. Die ist halt echt zum... Ja, Sniper ist übertrieben, aber ich sag's mal so. Vor allem Goldfish, wenn unser eigenes Team, jemand hat einen Goldfish, er geht nach vorne, Goldfish logischerweise sieht der Gegner sofort. So, da geht er drauf zu. Ich sehe ihn aber auch. Wenn ich da mit dem Hochdruckverein, Unvereiniger, wie auch immer, da raufschieße auf die Entfernung, ich meine, kein vernünftiger Gegner läuft auf so die Waffe drauf zu. Der geht davon weg. Das heißt, Goldfish kann da im Prinzip da sich durchschlaufen, zum einen, zum anderen kann er auch gut kontern. So, schau mal die Entfernung hier an, mit dem Platscher. Bis da hinten, ey! Das ist so krass, was der Platscher es sehen kann. Da kann jemand einen Platscher genommen, weiß gar nicht mehr. Oh nein, die haben einen Sniper und... Oh. Aber ist irgendwie ein Team oder so? Ich meine... Naja, war natürlich mit Erfahrung. Es wundert mich gar nicht ein bisschen nur, weil jeder von ihnen weiß sofort, wo er hin muss. Ich muss dahin, okay. Das sind so Dinge, wo mich ein bisschen... Ja, seht jetzt, dass ich nicht gut bin, weil ich so viele Treffer brauche. Natürlich, ich war doch schon ums Eck rum, hätte mich noch getroffen. Manchmal fragt man sich schon. Wow! Ja, ist... seit wann hat... Da muss jetzt auch mal... seit wann hat so eine Sniperwaffe so eine Genauigkeit? Weil ich war nicht mehr genau am Punkt drauf. Ja. Das kommt davon, wenn so ein Quatsch macht. Kann sogar jetzt in dem Fall auch sein, dass ich da irgendwie was falsch in Erinnerung habe oder so, wurde gefixt mittlerweile. Aber ich kann mich erinnern, dass das nicht so... Alter. Und wie gesagt, auch hier den Radius vom Goldfish habe ich größer in Erinnerung. Haben wir vorhin noch gesehen, war? So. So, jetzt reißt er aber!
So haben sie natürlich alle in Sicherheit gebracht, wa? Ja, vernünftiger. Ja, jetzt einen Weg frei machen für die anderen, das wird lustig. Sag mal! Irgendwie... Oh, jetzt geht's wieder. Wie leicht Problem, da irgendwie hochzuschießen. Was zum... Ist jetzt darüber geflogen? Ich glaub's nicht. Die sind wir an der Map oder so. Das haben wir miteinander das zweite Mal verloren. Ja, ich habe zwar 5 erwischt, die haben ja auch nur 6. Also ich glaube, ich persönlich war jetzt nicht so schlecht, weil ich glaube eher eine schlechte Teamleistung. Ich muss auch zugeben, mir fehlt irgendwie noch das richtige Handling für Goldfish-Modus. Und eben irgendwie die Map passt mir nicht so ganz. Es gibt so eine Map, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Wo es da im Prinzip auch so eine Unterführung gibt, sag ich jetzt mal. Ja, Unterführung, so eine Mini-Brücke. Die zocke ich eigentlich am liebsten. Also Goldfish-Kommando. Dort ist es irgendwie, weiß auch nicht, aber das Gefühl, dort sei es am besten, sag ich mal, ein Trommelschwapper. So eine Bombe da auch dabei. Fernblasen. Eigentlich bin ich hier doch eher... Okay, nehmen wir einmal noch einen Trommelschwapper, nachher nehmen wir wieder mal einen Endsub. Kurz auf die Zeit gucken. Wir haben noch ruhig Zeit für zwei Spiele, 2 Runden. Das dürfte das kleinste Problem sein. Hoffe zumindest. Michael, Stufe 42, yay! Adrian Pro! Adrian! Sorry, musste sein. Abgesehen davon ist, glaube ich, die Schreibweise anders, war. Ich glaube, die Adrian von Adrian schreibt sie doch mit A am Schluss. Das ist Adrian quasi. Oder ist das der männliche Name? Adrian, weiblich wäre mit E? Keine Ahnung. So. Spiele werden gesucht, heute geht es ein bisschen länger. Ah, Moment, da, und schon. Kaum sage ich was. Ich dachte gerade im Hinterkopf, soll ich kurz schneiden und plötzlich bang. Geht's weiter. Ja, wie schon im letzten Part gesagt, ja, bei Splatoon 2, gut, anfangs, klar, Serverlast und so weiter. Die guten alten Server, mittlerweile habe ich echt das Gefühl, es läuft und läuft immer besser. Gefällt mir. So, Trommelschwapper. So, der Trommelschwapper ist ein bisschen langsamer als der 3R-Schwapper, aber, wie man sieht, ist auch irgendwie komisch gekreuzt. Es ist aber auch eine größere Reichweite. So, mal gucken. Ernsthaft? Ich war sowieso leicht verwirrt, weil plötzlich hinter uns noch jemand geschossen hat, war nicht ganz sicher, wer ist das jetzt? Ich wollte gerade sagen, wo kommt jetzt der her? So, keiner Bock drauf. Ja, zu mir ist gut, wir sind ja schon alle hier. Das Gute hier am Hochdruckslaser, wie ich finde, ist auch, du kannst da... Super. Ja, ich komme kaum zu quatschen. Du kannst damit auch gut die Gegner auf dich anziehen, weil vor allem die in der Nähe sind, was machen die? Logischerweise wollen sie dich aus dem Weg räumen. Hat auch ein bisschen was mit der Ehre zu tun, keine Ahnung. Die wollen dich alles aus dem Weg räumen. Was machen die? Die gehen auf dich zu. Da du aber in dem Fall zwar ein großes Feld oder ein großes Zielfeld bist, logischerweise, muss ja auch so sein. Wollte ich gerade sagen, keine Ahnung mehr. Nee, weil es halt so ist, lassen natürlich die anderen Gegner, in diesem Fall halt deine Mitspieler, wie wir sind, außer Acht.
deswegen können die dann relativ leicht kontern. So, hier. Oh. Ja, wird schwierig. Das ist auch so fies, wa? Du denkst dir, ja, du kommst so problemlos durch und dann macht er den hinter dir, weil dich nicht sieht, weil du unsichtbar bist, in meinem Fall jetzt. Macht er hinter dir den Weg zu, du willst noch irgendwie fliehen oder gegenschießen, keine Ahnung. Gab's natürlich nicht voran und dann ist halt, ja. Das ist auch ein bisschen nach dem Trommelschwapper eben, er ist zwar stark, er braucht 2 Treffer, um Gegner Platz zu kriegen, aber er ist langsamer, während er mich 3 oder 4 Mal trifft. Ja, deswegen Trommelschwapper in Front setzt man es nicht gerne ein. Und dann kann man eine andere Wahl. So. Ja, ich komme aber nicht vom Fleck, war, ist unglaublich. Oh oh. Schön durch den Boden hindurch. So, jetzt haben wir ein Ding aber oft genug gesehen, wa? Ja, die Waffe und so ist natürlich... Ja, sie ist cool, hä? Keine Frage, aber man muss auch wissen, wie damit umzugehen. Hey, jetzt haben wir ihn zweimal getroffen und lebt trotzdem noch, also... Ein bisschen auf die Entfernung an oder so, keine Ahnung. So, und sind da oben noch erwischt. Bringt natürlich alles nichts, wenn wir nicht mit dem Goldfisch vorankommen. Es fehlen noch 19 Meter. Oder 19 Einheiten, keine Ahnung, ob das wirklich Meter sind. Das macht es halt schwieriger. Ich komme echt nicht vom Deck, da ist doch eine Katastrophe. Mist. Hätte reichen können, war. So. Ja, das Problem ist, wir kommen erst nicht vom Fleck. Seien es ja nie irgendwie eine riesige Übermaß, jetzt mal einen Vorteil. Wenn wir einen Gegner platt machen, macht der einen von uns platt. Also. Ja, okay, 23 Minuten. Ich mache noch eine Runde so mit dem Endsub, weil da fühle ich mich vielleicht ein bisschen wohler. Ja, Goldfisch, das. Ich glaube wirklich, Goldfisch ist. Entweder musst du selbst quasi ein Allrounder sein, der muss in der Lage sein, entweder deine Truppen zu unterstützen oder um den Goldfisch nach vorne zu stürmen oder Gegner aufzuhalten. Er muss im Prinzip, wie gesagt, ein Allrounder sein oder aber es muss im Team stimmen. Also quasi, ja, einer stark in der Vorhut, irgendwie noch ein Sniper im Hintergrund und dann noch einen zum Supporten und der vierte einfach immer mit dem Goldfisch nach vorne rennt. Dann glaube ich, ist es vom Teamwork her perfekt. Du hast sogar 2 Sniper. Der kann ein bisschen auf die Map an. Auf der Map natürlich Sniper gar kein Problem. Aber es gibt Maps, wo ich finde, da bringt der Sniper überhaupt nichts. Im Gegenteil, er ist nur ein großer Ofen, Angriffsfläche und fertig. So können wir eine andere Map haben. Wäre ich mal sehr froh drum. So, das sieht schon besser aus. Die Perlmutter Akademie. Ja, kann mit leben. Dann machen wir einen Zap. Komm nicht ganz so weit. Ja, jetzt schon. Ich kann ein bisschen zu gut voran, wie ich finde. Oh, ernsthaft. So.
Irgendwie seltsam, meine Switch pfeift jetzt hier, weil ich Splatoon 2 zocke, viel mehr als noch bei Super Mario Odyssey oder bei Zelda Breath of the Wild. Interessant. So, das war eine schnelle Runde, aber Teamwork hat auch gestimmt, weil man sieht, ich habe kaum was gemacht. Wir sind einfach durchgebrettert, wie das heiße Messer durch die Butter. Oder warum wäre es auch die Mutter, keine Ahnung. Jetzt haben wir jetzt, glaube ich, noch eine Runde Zeit, weil es müsste bald vorbei sein mit Goldfisch. Okay, noch eine Runde Zeit. Zeitmäßig, ja komm. Einen noch, war. Einmal Goldfisch, nächstes Mal, weiß ich noch genau, es fehlen noch 2, Turmkommando und das Muscheldings. Werde ich vermutlich morgen aufnehmen. Das Muscheldings kommt so gerade im Anschluss, aber ja. Da werde ich dann wohl Splatoon mal ausfallen lassen. Muscheldings bin ich eh noch auf Rang C-, glaube ich. Aber ist ja auch noch neu und deswegen noch mal kaum gespielt. So, geht wieder weiter. Operation Goldfisch. Wie gesagt, eigentlich ein cooler Modus, aber für mich persönlich gibt es, glaube ich, nur 2 Maps, wo der echt geil ist. Und die sind beide hier leider nicht vertreten. Die eine haben wir bereits erwähnt, das sind die mit der Brücke, weiß den Namen nicht mehr. Und die andere ist die... Das ist das mit den Hochtürmen, wo man ja von oben nach unten marschieren muss. Weil es geht mehr darum, dass du bei diesen beiden Maps mit dem Goldfisch hast du so viele Varianten, um ins Ziel zu kommen. Und nach dem Gehen zu laufen und so weiter, das hast du bei den anderen weniger. Sehen wir mit dem... Hä? Wo kam der plötzlich her? Da haben meine Leute auf der Seite wohl ein bisschen gepennt, wa? Die haben die nicht gesehen. So, wir kommen vielleicht hier hoch. Hey, wieso kam er jetzt auf den Fleck? Ich war auf blau und... Also meine eigene Farbe logischerweise und kann nicht weg. Was soll denn der Scheiß? Oh, ich glaube, da verlieren wir. Wir haben auf meinem Zweikampf keine Chance gegen die. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Wir haben ein bisschen Boost hier, wa? So. Der Goldfisch gestoppt. Hier vielleicht mal ein bisschen. Da ist einer hinter mir mit dem Schwapper. Na! Schlimmer! Ah! Alter Potsau! Ah, da kommt schon der nächste. Alter! Wir mal ein bisschen Ruhe haben hier. So. Meine Güte. Hört noch eine Flamme. Der Fall! Heldenwaffen müsste ich echt mal bei Gelegenheiten ein bisschen freispielen. Aber erstmal einen Story-Modus machen, weil einfach da auf so eine Idee komme. Hä? Ich kann fragen, wo ist er hin? Er hat aber gut versteckt, hey, Respekt. Echt nicht gesehen. Halt ihn auf! Oh, meine Güte. Ein bisschen anteasen vielleicht. Leute, ihr müsst mir schon einen Weg frei machen, wenn ich dann den Goldfisch durchrasten will. Seht ihr jetzt zum Beispiel der da oben? Was macht der? Der geht lieber auf Zweikampf als Rückendeckung zu gehen. Das sind so Dinge, wo ich manchmal leider sagen muss, ja, Teamwork für den Arsch. Hier rüber. Oh, fuck. Noch ein bisschen warten sollen, wa? Da sind wir nur im Kopf ein bisschen rausgehalten von wegen Kuckuck, ist da jemand? Und ich so, ja, hier ist jemand. Hier ist Patrick. So. Jetzt eigentlich...
Aber wir sind in Führung gegangen, gut. Ähnlich ist natürlich auch so, als wenn du eine Rüstung anhast und die Gegner auf dich ziehst. Was macht der Gegner? Klar, geht erst nur auf das, was er sieht. In dem Fall den Typ mit dem Goldfisch. Aber wenn er dann plötzlich einen Gegner vor dir, ja, eben für ihn einen Gegner vor sich hat, der kommt nicht auf die Idee, zu sagen, oh, mach jetzt erstmal, geh doch mal um Goldfisch-Typ. Nee, der will erstmal einen Gegner vor sich platt machen. Alter. Turbolaster, ja genau. Das ist auch 1, 2 Treffer und down bist du. Das ist aus der Entfernung. Ja, und wird sich noch Zeit runterrassen lassen, wenn man gut aufgeholt hätte. Dafür, dass die eigentlich von Anfang an uns gegenüber im Vorteil waren, obwohl zumindest ausgesehen hat. So. Aber natürlich auf diesen Ecke gedrängt, da konnte er nichts mehr machen. So, was machen wir jetzt? Jetzt ist ein guter Rad teuer. Nee, da gehe ich nicht durch. Da kommen wir hier oben durch. Nee, da war eine scheiß Idee. Ich gehe hier durch, komm. Es spielt keine Rolle mehr, weil jetzt kann ich Zeit runter spielen lassen. Kuckuck. Kuckuck. Nicht erwischt? Sackerblöd, wie kann das sein? Yeah! Ja, das ist natürlich... Könnte man auch sagen, unfair, Maike. War im Prinzip anstatt auf den Gegner loszugehen, einfach sagen, ich lasse die Zeit ablaufen, weil wir führen ja. Aber ganz ehrlich, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, in Splatoon 2 erst recht. 17 Stück Platten am normalen Endsub. Ich würde sagen, das ist eine ja, gelungener Schlussakt gewesen hier beim zweiten Let's Show Part zu Splatoon 2 mit Operation Goldfisch. Nächster Part also entweder Turmkommando oder das Muscheldings. Wir können ganz kurz gucken, wie das Muscheldings genau heißt, weil er sagt es ja immer falsch. Dann natürlich falsch, was ich gerade mache. Arenen, Rangkampf, nächstes Muschelchaos heißt. Okay, das wäre der nächste, ist von mir aus gesehen etwa in 10 Minuten, wo es losgehen würde. Aber naja, gut. Mal vorbereiten, nee, bringt ja nichts, weiß gar nicht, was das nächste Mal drankommt, weil die Modi sind sowieso alle 2 Stunden. Insofern, gut, könnt ihr rechnen, weil das in 8 Stunden wieder das gleiche dran ist, Operation Goldfisch wieder. Oder in 8 und plus 10 Minuten, wenn dann wieder das andere dran. Oder 2, 4, 6, 8 mal sind 4 Modi, stimmt also. Nun gut, Freunde, ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Hallo, Kamera. So. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich wieder bis zum nächsten Let's Show Part hier zu Splatoon 2. Ciao zusammen.